Musik gewesen, aufgelegt von DJ Zero. Solange Laura Aufstieg nach oben ist. Aufstehen auf den Rängen, aufstehen, 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 aufstehen. So, sind noch nicht alle aufgestanden. Laura, herzlich willkommen hier oben und ich gucke mal ganz kurz, wie jugendfrei wir schon sein dürfen. Auf jeden Fall hat Laura ein Wort benutzt, was mit SCH begonnen hat und mit einem Punkt weitergeht. Laura, was ist los? Oh, es ist verdammt hoch, ich bin krass nervös. Das ist gerade schlimm. Wie oft bist du im Training gesprungen, aber was hast du dir vor allem für den jetzigen Sprung auch vorgenommen? Ja, ich hatte mir einfach vorgenommen, gut unten zu landen, ohne Schmerzen. Wenn, am besten natürlich gerade. Am besten natürlich gerade. Wie oft bist du vorher gesprungen? Schon einiges, aber vom Zehner nicht ganz so oft, ne? Nee, ich glaube, der Zehner macht auch ein bisschen was in der Psychologie des Menschen, oder? Im Kopf, man denkt so ein bisschen drüber nach, wir waren jetzt die letzten Minuten in der Garderobe gewesen. Was hast du da gedacht? Was hast du gefühlt? Oh, ich weiß nicht, mein Kopf war komplett leer. Ich habe nur an die Höhe gedacht, von da hinten sieht es halt noch etwas höher aus. Und naja, Hauptsache uns ankommen. Sehr gut. Gerade eben hat das Thema Aufstehen noch nicht ganz so viel Anklang gefunden, aber wenn Sie bitte jetzt einmal aufstehen würden, gerade wenn wir hier oben auf dem Zehner stehen, bitte heben Sie jetzt von Ihren Rängen auf der rechten und auf der linken Seite, nehmen Sie bitte Ihre Hände nach oben, stampfen Sie mit Ihren Füßen und machen Sie ein bisschen Lärm hier im Nordbad in Halle! Ihr kommt aus Halle und du wirst jetzt den Sprung deines Lebens hier vollziehen. Die da unten warten auf dich, sie feuern dich an und wir sagen sprungfrei für Laura Marx. Hey, 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 hey. Wow. Wahnsinn! Wahnsinnsprung! 10! 10! Und nochmal die Höchstwertung 10! Stefan, was sagst du nun? Wow. Wow. Wahnsinn. Und nochmal schon mal jetzt einen großen Applaus an Laura Marx. Also Laura, das war Weltklasse. Absolute Weltklasse. Wow, sie hat gezittert und sie hat wirklich das SCH-Wort hier oben benutzt. Lieber Andi, ich darf's ja nochmal verraten. Laura, wie geht's dir nach dem Sprung da unten mit Handtuch und ein bisschen weniger Adrenalin jetzt? Aber mir geht's extrem gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es echt befreiend ist. Herr Andreas meinte beim ersten Mal, es ist befreiend, habe ich gesagt, niemals. Aber heute, doch, es ist befreiend. Sehr gut, also es sah wirklich auch sehr gut aus. Wir haben hier wunderbare Wertungen gewesen. Jetzt frage ich mal ganz kurz an die beiden Herrschaften der Jury, habt ihr jetzt gerade eher auf die Optik geguckt oder habt ihr überhaupt nicht hingeguckt gerade? Nein. Nein, Stefan, nur fachlich ganz sauber. Na, ich wollte nur mal kurz gucken, wie es bei Horst und Walter unten aussieht. Bei euch ist doch alles gut, oder? Ja, also geiles Ding auf jeden Fall, das darf ich sagen. Das passt auch zur Jugendsprache. Geiler Sprung, der Sprung deines Lebens, liebe Laura Marx. Laura, hast du eigentlich gewusst, dass du das Vorbild von meiner Tochter Leonie bist? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es heute in der Zeitung gelesen und es hat mich, also ich weiß nicht, ich war echt glücklich darüber. Ja, und das glaube ich, das ist ganz wichtig für alle jungen Sportler, dass man also noch Vorbilder hat, nach denen man das nachmachen will. Und da bin ich sehr glücklich, dass du als eine wirklich sehr tolle Persönlichkeit das Vorbild von meiner Tochter bist. Und heute mit diesem Sprung hast du also gezeigt, du hättest auch Wasserspringerin werden können. Leben, das ist mir zu hoch. Okay, Laura Marx, nochmal Beifall. Vielen Dank. So, und